Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und wir probieren es noch einmal. Ich öffne das. 36. So, komm, das kriegen wir doch locker hier. Dann 10 müssen wir links. Dann die 59. So. Nein, okay, das war schon vermurkst. Weil es darf dann halt immer nur in R-Richtung gedreht werden. So viel habe ich noch im Kopf. So, noch einmal. An 36, 10, 59. Ja. Und die 97. Na also, wusste ich doch, dass das geht. Jetzt kommen wir nämlich direkt in der Bossfight. Es muss halt immer auf A-Hieb klappen. Ich glaube, das war das Problem. Okay. Ui. Das ist nicht so schön. Dann denke ich, muss sagen, wir heilen uns mal alle richtig. Und du haust mal da drauf. Ah, Sache, sehr schöne Animation, wie ich finde. Und Cloud, gib ihm mal was auf der Wäsche. Barrett, du haust da nochmal drauf. Jawohl, ja. Zack, wie hieß der denn eigentlich, unseren Knabe hier? Ah, wie hieß der dann? Nummernlos. Okay. Doch, ich finde eigentlich, dass wir mit unserer normalen Attacke genauso viel Schaden machen, wie wenn wir jetzt zaubern würden. Von daher kann ich den genauso gut einfach normal attackieren, wie ich finde. Da heilen wir uns nochmal alle normal. Oh. Oh, das ist böse. So ein Doppelangriff ist echt böse. Deswegen gibt es nochmal einen Heiltrank für Cloud. Und ansonsten attackieren wir den Kerl einfach so direkt wieder. Ein Cloud hat er echt einen Narrenfresser. Ja, ich wusste auf jeden Fall noch, dass diese Kreatur hier erscheint. Aber ich habe anscheinend vorher bei der Zahl wirklich nicht aufgepasst und das muss immer direkt sein. Das weiß ich noch. Oder das habe ich, beziehungsweise das habe ich in Nimi gewusst, dass es halt immer direkt getroffen sein muss, die Zahl. Das wird dann das Problem sein. Ihr müsst immer direkt die Zahl, also wenn ihr jetzt bei 59 zum Beispiel auf die 60 gehen und dann wieder links auf die 59, dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist halt der Trick an der Sache. Aber den Code habe ich definitiv noch im Kopf gehabt, auswendig. Huch, was ist jetzt mit dir passiert? Nummernlos. Du bist ja noch hässlicher als vorher. Okay, jetzt ist er gegen physische Attacke nicht so. Jetzt ist er gegen magische Attacke. Oh, hoppla. Das war ein Todesschlag. Jetzt ist er, glaube ich, gegen Feuer, gegen Zauber. Richtig heftig auffällig. Boah, Mann, ist das übel. Okay, Cloud. Attackier mal nicht. Oh, leck. Jetzt wird's gerade richtig heftig, der Kampf. Oh, Mann. Schnell, nein. Okay, das können wir vergessen. Das war jetzt das erste Mal im Spiel hier gestorben beim Gegner. Wow, Mist. Trophäe erhalten in Kupfer, geteiltes Leid. Wahrscheinlich schon dafür, dass ich das erste Mal gestorben bin. Oh Mist. Oh Mist, mir schwant Übles. Ja, mir schwant ganz Übles. Mir haben hier das letzte Mal gespeichert. Scheiße. Scheiße. Okay, ihr liebe Leute, ich stehe Sarah. Ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann wieder direkt am Save. Machen's gut, bis gleich. Iron Yankee. Da bin ich wieder. So, jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Und hoffen wir jetzt mal, dass das wirklich klappt. Ich habe jetzt auch mal wirklich gespeichert noch all deine Fortschritte. Draußen noch von Nibelheim, deswegen, ich hoffe, das klappt jetzt wieder. Also, 36 war das. Das war die 36, dann die 10, dann die 59,
Und dann die 97. So, jetzt aber. Erfolgreich. Okay, jetzt nochmal gegen dich, du widerliches Ding. Mit deiner Zauber können wir ja immer noch leben, würde ich sagen. Damit können wir immer noch umgehen. Wir fangen mal mit Bio an und heilen uns jetzt mal durch. Psycho wäre vielleicht an und verkehrt. So, das ist schon mal nicht schlecht. Okay, das muss scheint, dass er nachher an Red gefressen zu haben. Wir fangen mal mit Mondjaulen an. Ist er verwirrt? Nee, anscheinend nicht. Okay. Dann attackieren wir das Ding nach wie vor. Und ja, attackieren es einfach so. Okay, das bringt gar nichts. Boah, ist das heftig. Okay, Red ist derzeit attackiert. Sollten wir uns nochmal heilen und so vorgehen. Und ich warte, bis er in seine hässliche Form wieder übergeht. Und dann schmeiße ich ihm meine ganze Beschwörung um die Ohren. Boah. Und zack. Bisschen schade wieder gemacht. Er sollte sich dringend teilen. Barret attackiert. Und Cloud, du heilst die Truppe. Wir gucken mal, was wir vom Raum rauben können. Ja, der macht schon ordentlich Schade, der Kerl. Nix zu stehen. Okay. Okay, jetzt hauen wir die Beschwörung um die Ohren. Und hoffen, dass das funktioniert. Okay, ach, bei dem Bossgegner anscheinend nur bei Jenova der dicke Schokobo bei der Beschwörung. Oh, das zieht nicht so viel ab, wie er hofft. Ich habe mir doch ein bisschen mehr erhofft, um ehrlich zu sein. Und wie schaut's aus? Ja, ein bisschen schade macht's schon. Nicht so viel, wie ich erhofft habe. Scheiße, Cloud ist schon tot. Es darf nicht alles auch noch ein Barret mit seinem Lebenszauber überlassen werden. Das heißt, unser Phönixfedern werden hier wahrscheinlich aufgebraucht. Das ist schon ein extrem harter Kampf, muss ich gestehen. So, hauen nochmal Feuer um die Ohren. Scheiße. Hauen Feuer um die Ohren. Und Cloud belebt Barret wieder. Hauen nochmal Feuer um die Ohren. Und Anna muss... Ah, scheiße. Anna muss immer der andere wiederbeleben. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Jetzt stehen wir zumindest alle drei wieder. Ich hoffe, der Red kann nochmal richtig schön Schade machen. Ja! Ja! Hui, das war etwas laut jetzt gerade, aber sehr gut, ich freue mich. Das hat geklappt und alle haben überlebt. Barret hat ein Level, Cloud hat ein Level gekriegt. Sehr, sehr schön. 2000 Erfahrungspunkte man kriegt. Und die Kosmoglut. Wow, was ein Kampf, oder ihr liebe Leute? Was ein Kampf. So, jetzt sind wir alle wieder geheilt. Wir haben die Kosmoglut gekriegt. Was ist das? Limit-Technik, Kosmoglut. I don't get it. Okay. Got nothing to do with me. Don't really care. Okay. Limit-Technik, Kosmoglut. Da müssen wir noch um richtiges suchen. Ich habe schon gedacht, bei Cosmo wäre es eher was für der Red. Schlüsselobjekt, Kellerschlüssel. Sehr, sehr gut.
Das war ein sehr, sehr harter Bosskampf, muss ich gestehen. Der war wirklich nicht von schlechten Eltern hier. Das wird auch der bisher heftigste gewesen sein. Weil ansonsten für die normale Gegner sehen wir ja, wir sind mehr als gescheit gerüstet. Okay, die 3 Fragezeichen, die hätten wohl nichts gemacht. Huch, jetzt kriegen wir Nuller nur noch. Nuller-Runde. Eventuell hilft du nur Fläche-Angriff mit Zauber. Ja, wenn sie sich von physischer Attacke nicht imponieren lassen, könnte es sein, dass sie nur mit Magie noch bezwingbar sind. Zumindest der Ende war angreifbar. Okay. Das sind schon komische Fächel hier. Und auch hässliche Fächel, muss ich gestehen. Ich weiß gar nicht, wie war dann das, dass ich wegrennen kann im Kampf. Genau, wenn wir R1 und L1 halten, dann können wir auch fortrennen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Und wir sind fortgerannt. Ach, das muss mal sein. Materia Odin. In Rot. Sehr, sehr geil. Wer kriegt Odin? Du hast schon 2, ne? Stramur und Schokomok. Schokomok, wie das schon klingt. Oh, lala, wir arbeiten den Gast aus Frankreich. Dann lassen wir diese Umnebelung sein und holen lieber Odin mit an Bord, weil Odin haut schon richtig ordentlich rein. Und ich die Sache, nachdem wir jetzt so einen Bosskampf hinter uns hatten, sollten wir die Erfahrung speichern und sollten definitiv rausgehen. Und vielleicht dann nochmal eine Runde schlafen. Und ich zeige euch doch jetzt auch gleich mal Odin, wenn man schon hin. Oh, Red ist zum Schweige gebracht worden. Okay. Stahlklingenschwert. Und da ist er. Auf Sleipnir kommt der Argeritter und reißt einmal in die Runde durch. Und Odin macht Instant Kill. Das ist das Schöne an Odin. Der kann wirklich Gegner mit M-Schlag töten. Aber das funktioniert nicht immer, wie ihr sehen könnt, weil Enna steht ja noch. So. Aber Odin ist halt sehr cool geeignet für solche viele kleine Gegner. Die Meister, die putzt er dann definitiv weg. Und für sowas ist er definitiv praktisch. So. Jetzt haben wir den schweren Bosskampf hinter uns. Dann gehen wir nämlich auch gleich hier rein. Und gehen eine Runde Penner. Na? Magst du mich nicht? Ah, doch. Ich mag es immer. 100 Gil ist cool. Absolut kein Thema. Das bezahlen wir gern. Dim, diddle, dim. Sehr schön. Nala. Dann gehen wir jetzt hier nochmal raus. Und speichern nochmal. Ich muss auch dazu sagen, dass ich nochmal alles gemacht habe, wie ihr es gesehen habt. Also ich habe nochmal mit all den Kapuze-Gestalten gerettet. Und habe mir auch nochmal jeden Gegenstand geben lassen. Und habe auch die Glückskapsel und die Zauberkapsel exakt so verwendet, wie ihr es gesehen habt. Also Glückskapsel sowohl Barret und Cloud, als auch die Zauberkapsel nur für Cloud. Hier geht es nach links irgendwo rein. Ah, okay, okay. Da geht es nur hier ins Klavierzimmer rein. Alles klar. Gut. Dann wurmt mich aber immer noch die Sache hier. Dass ich da nicht reinkomme, das wurmt mich gerade etwas. Dass wir da nicht durchkommen. Ich glaube, doch. Ich glaube, ich weiß wie. Ich befürchte wie. Da müssen wir da rechts rein. Genau. Ja, geht doch. Sehr schön. Und da finden wir das silberne Megafon. Alles klar. Das war der einzigste Gegenstand, den ihr nicht gesehen habt beim letzten Mal. Oder beim letzten Durchlauf, besser gesagt. So, und jetzt schalte ich wieder die Kämpfe ein. Und natürlich sofort. Das war ja klar. Da haben wir wieder so einen Schwebehansel vor uns. Und den Hansel im Glück, den holen wir mal runter.
Zack. Ach, Barret, du bist der einzigste Schütze von fliegenden Gegnern, den triffst nicht. Der Giro Felgo. Mit seinem Girokonto, du fetzt er die Klingefelge ab. Du kennt ja nix. Der Giro Felgo. Ja, der macht aber schon echt ordentlich Schaden. Ich habe ja schon im Vorfeld gesagt, die Gegner in Nibelheim, die sind nicht ohne. Der Barret trifft ihn echt nicht, obwohl er der einzigste mit Knarre ist. Das ist etwas erbärmlich. Super Sach. Okay. Ohne Phönixfeder, die können wir dringendst gebrauchen nach dem Fiasko mit dem Gegner hier. Und jetzt gehen wir auch wie in der Erinnerung zuvor Rona in den Keller. Und wir haben auch einen Kellerschlüssel gekriegt. Oh, was ist dann das doch noch dabei? Mirage. Und Dorky-Gesicht nach wie vor. Ja, okay, er hat sich wenigstens selber erwischt und ist wieder klar bei Verstand. Das ist doch schon mal was. Wir heilen uns mal alle. Mist, ausgerechnet jetzt ist Cloud erwischt. Aber er schafft es noch, sein Zauber zu wirken. Weil er von einem Gegner attackiert wurde, ist er wieder klar bei Verstand war. Das ist doch auch schon mal gut. Okay, um den Mirage kümmern wir uns jetzt. So. Reißzahn. Sehr schön. Keiner mehr do, der uns verwirren kann. Und ach, der ist weg. Sehr gut. Okay. Wieder kurz vor Level 24 bei Barret. Okay, wir wollen in den Keller runter, wo man auch den Kellerschlüssel kriegt hin, im optionalen Save. Das muss man nicht machen. Das war ein optionaler Bossgegner und der hat's echt in sich. Und jetzt gucken wir, wo hier, was auch optional ist. Da kommen wir nämlich durch mit unserem Kellerschlüssel und da finden wir jemand. Um mich aus dem Albtraum aufzuwecken. Wer ist da? Das ist ein sehr beliebter Charakter, der auch in viele andere Teile vorkommt und der sogar ein eigenes Sequel bekommen hat. Ich hab dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hast einen Albtraum gehabt. Ich hab dich geweckt, du sollst mal dankbar sein. Ein Albtraum? Mein langer Schlaf hat mir die Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was hast du gesagt? Fremde habe ich nichts zu sagen. Hauen ab. Das herrschaftliche Haus ist der Beginn von eurem Albtraum. Das kannst du laut sagen. Hm? Was willst du? Ich erzähl mal von Sephiroth. Wie du gesagt hast, das Herrenhaus hier ist der Beginn von einem Albtraum. Nee, das ist kein Traum, das ist die Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren, er hat die in dem Haus versteckte Geheimnisse entdeckt. Sephiroth. Du kennst das Sephiroth? Du kennst das Sephiroth? Oder du kennst das Sephiroth? Huiuiui. So gehe ich auch immer aus meinem Bett morgens aus. Fang du an. Jetzt erzählen wir doch mal die ganze Geschichte natürlich. Du hat ja auch Interesse dran. So war's. Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren erschaffen worden ist. Und was ist mit dem Jenova-Projekt? Er war verschollen und ist erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Er hat so viele Leben auf dem Gewissen und sucht jetzt das verheißene Land. Jetzt bist du dran. Tut mir leid, ich kann nicht retten. Hey, du Dreckskerl, du wiester Kerl, du Hornochs, du Dachdieb, du Barava. Ihr habt mal weitere Sündo verlegt. Jetzt wäre ich noch mehr Albträume als zuvor habe. Bitte gehen jetzt. Okay. Gehen wir mal wieder. Da muss ich jetzt aber auch mal kurz ausschalten. Ah, nee. Okay. Okay, Mist. Das war's, glaube ich, noch nicht. Das war nicht richtig so, glaube ich. Ah, ich will den Vincent aber dabei haben. Ich weiß, ich habe jetzt gespoilert. Es ist der Vincent. Du bist immer noch hier. Wer bist du? Sag uns wenigstens, wie täscht. Ich war in der Shinra Produktionsabteilung in der Verwaltungsforschung, auch bekannt als die Türke.
Und er hieß Vincent. Vincent. Die Türke? Das war mal mit Shinra. Mit der Annelien natürlich, Entschuldigung. Mit der Annelien habe ich nichts mehr am Hut. Und du? Volk, Ex-Soldat. Du hast auch zu der Annelien gehört. Kennst du Lucretia? Ben? Lucretia. Die Frau, die Sephiroth geboren hat. Geboren hat? Ist Jenova nicht Sephiroths Mutter? Ganz falsch ist das nicht, aber es ist nur Theorie. Eine wunderschöne Frau hat ihn geboren. Lucretia war die Frau. Sie war die Assistentin vom Professor Gast vom Jenova-Projekt. Die wunderschöne Lucretia. Ein Experiment mit Menschen? Das Experiment könnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte es nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe zugelassen, dass die ich geliebt habe, am meisten bewundert hat. Schlimmste Erleben gemisst hat. Und seitdem penscht in der Kiste, verzählke Märchen. Ja, beim Vincent muss man immer ein bisschen Geduld mitbringen. Und jetzt kommt er. Warten mal. Wenn ich mit dir komme, wäre ich dann der Hojo-Treffer. Keine Ahnung, aber wir suchen den unter Sephiroth, also früher oder später. Lucretia. Okay, ich habe beschlossen, mit dir mitzukommen. Was? Als ehemaliger Türk kann ich euch vielleicht helfen. Na, Allah. Und jetzt Trophäe erhalten. Valentinstag. Oder Valentinstag, aber mit E geschrieben. Jetzt wird Zeit, uns von Red erstmal zu trennen und Vincent aufzunehmen. Wobei... Mist, Red hat die ganze Materia. Red hat die ganze Materia. Okay. Noch einmal Vorschlag zur Güte. Wir gehen jetzt ohne Bosskampf und so weiter. Gehen wir hier raus. Ohne Bosskampf, Quatsch. Ohne Zufallskampf gehen wir jetzt erst nochmal hier raus. Vorschlag zur Güte. Das habe ich nicht berücksichtigt, dass man hier nochmal PAS hat. War einmal. Deswegen... Heute ist echt ein wilder Deal, muss ich gestehen. So. Jetzt noch einmal. PHS. Ich will nochmal meinen Red drin haben. Und ich will die Materia von Red raus haben. Dass man mal hier alles schön aufgelistet mit so einem kleinen Spalt dazwischen. Und Red braucht dann erstmal Silberarmband nicht. Kann man das nicht ablecken irgendwie? Kann man das echt nicht ablecken? Okay, anscheinend nicht. Dann holen wir wieder PHS. Tauschen euch wieder. Und was hast du, Vincent? Du hast Silberarmband. Okay, super. Mist. Jetzt muss ich doch nochmal ausrüsten. Du... so kriege ich das hier. Okay. Alles klar. Noch einmal. PHS. Der Vincent. Nicht der Cloud. Der Vincent, der kriegt das Ding. Und er kriegt noch Materia. Und zwar kriegt er Gift, Ifrit, Raub, Todesstoß. Er kriegt Hitze, Aller, Versiegelung und Schwerkraft. Sehr schön. Jetzt haben wir's doch. Ich mag den Red zwar wirklich sehr, sehr gern, aber der Vincent wird jetzt auch leider nur der Platzhalter sein für einen Charakter, der noch später kommt. Und ich mag mit dem Charakter, der noch später kommt, mit Barret und Cloud mein Team bilden. Und später gibt es dann noch im Verlauf von Spiel eine Passage, wo dann auch Cloud außer Gefecht sein wird. So viel kann ich schon mal spoilern. Und dann wird Vincent zusammen mit dem anderen Charakter und Barret mein Team bilden. So viel kann ich definitiv schon mal verraten. Und nachdem wir das jetzt gemeistert haben, ihr liebe Leute, ich sage, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.